Moment schnell. Jos, Hallo, hallo! warte schnell. Jetzt ist gut. Hörst du mich? Ja, ich höre dich, ja. Ja, tipptopp, tipptopp. Ja, wie geht's dir? Ja, es geht, ja, mal. Tipptopp, tipptopp. Du hast gesehen, du bist die letzten Tage hure busy gewesen, oder? Extrem viel los gehabt. Ja, irgendwie privat und Termine und wegen TikTok und ja, ziemlich viel zum Organisieren, zum Abchecken, wegen Kooperationen und Mails beantworten und viel am Handy. Oh, also, wie heisst du eigentlich richtig? Ich habe noch gar nicht so richtig gefragt, weil ich sage immer Lady Eve so, aber Evelyn. okay, dann kann ich so sagen. Also, freut mich, Evelyn, sind wir Okay, hier, sind wir hier freut mich drin. auch. Ich heiße im Fall wirklich Maelo. Viele Leute wissen das gar nicht. Okay, Viele Leute haben das Gefühl, es sei so ein Gamer-Tag oder so. okay, super, ja, freut mich. Okay, okay. Wieso? Mein Akku ist gut, ist noch voll. Meine ist 72%, ich habe ihn noch aufgeladen. Ja, tipptopp, meine ist 6, 7, oh mein Gott. Ich gehe einfach mal drin, ja, das ist ja ein paar Fragen schon geschickt, weil eben, ich habe schon am Anfang gesehen, auch schon vor im Chat erzählt so gehabt, dass ich nicht will, dass ich die irgendwelche, also von diesen blöden Kommentaren stelle, die du viel bekommst und so. Da habe ich keinen Bock, ich wollte einfach mit dir ein lustiges Gespräch haben. Ich habe deine Videos immer mega sympathisch gefunden. Du bist mega sympathisch in den Videos rübergekommen und jetzt wollte ich einfach ein bisschen Fragen stellen. Ich glaube, Ja, ist die gut, meisten okay. Leute sind da auch einverstanden und finden es einfach lustig, dass wir zusammen hier ein Gespräch haben. Ja, Das ist doch das cool. ist doch gut. Tipptopp. Also, ich gehe einfach mal ein paar Fragen durch und ab und zu fragen die vielleicht noch Chat, was sie so meinen wegen der Frage. Ja. Und ja, tipptopp. Also meine erste Frage, wieso kaufst du immer so viel Kaffeerahm? Das weiss ich selber nicht. Irgendwie ein paar Wochen ist das so. Ja, aber wie viel Weißt du, wenn Kaffee ich trinkst du denn Besuch da? habe, wollte ich fragen, willst du Kaffeerahm oder Milch? Ja, Oder aber muss dann ich Kaffeerahm im Haus haben? und deine Gäste sind meistens die Kaffeerahm-Gäste. Nicht unbedingt. Okay, Ich kaufe es krass. einfach, weil ich gar nicht weiss ich Milch oder Kaffeerahm. Aber ich hätte es einfach dann. Aber du hast lieber Kaffeerahm, oder? Ja, aber ich kann auch Milch nehmen. Ah, Aber es ist schon okay. Kaffeerahm eigentlich. Also wenn ich keinen Kaffeerahm habe, nehme ich Milch. Aber ich nehme es nicht schwarz. Nein, ja nicht. Nein. Kaffee schwarz kann ich nicht. Ich habe gemeint, mit dem Auto kommt das langsam. Aber auch du, nicht gerne schwarz. Nein, also schwarz kann ich nicht trinken. Und, oh, das ist noch eine gute Frage. Bist du so ein Matcha-Girl? Gar nicht. Es schmeckt wie Gras, oder? Es ist grusig. Ich habe einen Starbucks probiert. Ich habe dann etwa 10 Steine gezahlt für die kleinste Grösse. Das ist eine Zum Katastrophe. Probieren, ja. Ich habe ihn fast nicht runtergebracht. Also ich sage generell, Starbucks, du gehst ja ab und zu noch, aber ich finde Starbucks von den Preisen eine Katastrophe. Nein, es ist viel zu teuer. Ich vermag auch nicht, also ich gehe vielleicht alle 2 Wochen oder alle 3 Wochen mal einmal. Weil mehr wollte ich gar nicht gehen und es ist mir wirklich zu teuer. Ja, ich weiß auch nicht, ja. 67. Aber was ich gerne habe, ist Frappuccino oder Cappuccino. Oh ja, im Sommer, so einen kalten Karamell-Frappuccino. Super. Habe ich auch schon gehabt, ja, sehr fein. Das ist geil, ja. Oder Aber Pistazien. Pistazien, ob mit Glas Ist dir das und so, süß? da bin ich ein bisschen draussen, ja, da bin ich ein bisschen draussen. Okay. Ich habe es jetzt noch gern. Also, noch so eine Frage, wo ja viele Leute mir gesehen haben, auch im Umkreis so. Was machst du so, oder wie sieht so ein Tag im Leben von der Lady Eve aus? Also, ich gehe relativ früh auf. Ich bin ein Morgenmensch. 3:30 bin ich wach. Was, so früh? Aber ich gehe auch früh ins Bett. Aha, also um 3:30 bist du wach? Ich erwache von selber, ich stelle keinen Wecker. Weil ich erwache, weil ich habe ein Rückenproblem, oder? Ja. Das heisst, ich habe Schmerzen in der Nacht. Ich nehme zwar Novalgin-Tabletten am Abend vorher, aber die nützen mir fast nicht mehr. Also, ich habe gleich Scheisse. Schmerzen. Und ich weiss nicht, was ich machen soll, dass ich nicht mehr so Schmerzen habe. Ich drehe mich, kehre mich. Auf der linken Hose kann ich nicht, tut mir die Hüfte weh. Auf dem Rücken kann ich auch nicht zu lang, tut mir der Rücken weh. Ich drehe mich, kehre mich. Ich weiss nicht, wie liegen. Ich habe eigentlich die ganze Nacht Schmerzen, dauernd. Ich kann nicht schlafen wegen der Schmerzen.
Und ich schlafe gar nicht richtig, ich habe Schlafstörungen. Ah, scheiße. Aber kann man denn da irgendetwas dagegen machen? Schlaftabletten könnte man, aber ich will das nicht. Ja, ich sehe wie, ja. Ich sehe wie. Also der, ja. Also Weil da ist man durch den Tag benebelt. also der, dann so notgedrungen stehst du früh auf und dann, wie geht es so weiter? Ich halte es gar nicht mehr aus im Bett vor Schmerzen. Scheiße. Nein, ich wünsche, dass es besser wird, beziehungsweise dass Ja, du eine merci. Lösung findest auf jeden Fall. Ich bin mit dem Doktor am Schauen. Tipptopp, tipptopp. Frage sie, ob sie Filterkaffee Ich oder habe aber zwei Kapselkaffee trinkt. Bandscheibenvorfälle gehabt, weisst du. Uff. Aber Ja. das geht jetzt wieder. Es ist schon lange her, schon manches Jahr. Man hat es nicht operiert, man hat es nicht therapiert. Ich habe Nebenwirkungen, also Probleme damit. Mir schläft das Bein ein, wenn ich lang hocke. Irgendwie drückt etwas auf den Nerv, weisst du. Es haben sich Wirbel verschoben. Ah, Ja. Scheiße. Und in die Physio gehe ich nicht. Da hat der Doktor gesagt, in die Physio eventuell, aber ich bin da nicht so begeistert. Von Physio. Ich habe mehr Schmerzen als vorher. Ja, ich weiß halt, also ich bin kein Experte, aber vielleicht muss man da vielleicht eine Tür, ich weiß es nicht, aber du, es ist deine Entscheidung. Ja. Eben, also du eben notgedrungen stehst schon früh auf, 4 Uhr bist du wach und dann am 4 Uhr ist noch dunkel draussen, was machst du denn? Das Kaffee Also ich bleibe auch noch gerade ein bisschen im Bett und einfach mal das Handy vornehmen, weil ich es über Nacht auf lautlos stellen, weil ich komme am Morgen um 3, am Morgen um 4, am Morgen um halb 3, ich weiss nicht, die ganze Nacht komme ich Nachrichten über Insta, über TikTok und das würde mich wecken, ich muss es auf lautlos stellen. Das ist unmöglich, ich könnte nicht schlafen. Und dann bleibe ich ein bisschen im Bett und schaue, wer hat geschrieben, beantworte ich ein paar Fragen, beantworten, Kommentare überprüfen, wer hat was geschrieben, ist wieder eine Hate-Nachricht reingekommen, oder was sind überhaupt für Nachrichten reingekommen. Schaue mal, wie viele Views hat das Video, das ich zum Beispiel am Tag vorher gepostet habe, und das ein bisschen studieren und so, weisst. Analysieren. Schon, Ja. das machst du nicht. Du schaust nicht, Also ob ein sie laufen. Geil. Sicher, jeden Tag schaue ich rein. Ich muss wissen, wie viele Aufrufe das hat. Ja, das ist cool. Ja, also ich sage dir einfach ehrlich, ich glaube momentan in der Schweiz bist du eine von denen, was am besten läuft, habe ich das Gefühl. Ja, aber auch erst seit 6 Wochen. Ja, aber das ist krass, gell? Es läuft. Das ist krass. Aber ich sage dir ehrlich, die Videos sind so lang, aber man bleibt dran und ich finde es Ja, lustig. es sind und viel unterhaltsam. zu lang, ich weiss es, aber ich habe so viel zu erzählen einfach. Aber ich schaue doch auch gerne lange Videos, weißt du? Ja, aber ja. Also eben auf YouTube habe ich so gerne, ja. Also auf YouTube habe ich eben keine Videos mehr, ich hatte dort ja auch Videos gehabt. Mhm, ja, da reden wir noch mal drüber. Also. Warte mal, ich muss noch schnell etwas lesen im Chat. Milo, pack deine Facecam vom Phone auf wegen Schnitt. Aha, auf so. So, oder was? Ja, ich glaube, ist gut. Also du stehst auf dann und du musst ja Videos analysieren. Also wir sind mittlerweile immer noch um 4 Uhr am Morgen. Ja, vielleicht ist es einfach 4:30 so, weißt du? Ja. Und dann mache ich mir mal einen Kaffee und dann mache ich Morgenroutine, Haarwaschen, weiss doch nicht, Zähneputzen, Gesicht waschen. Je nachdem, wenn ich mag, gehe ich duschen und sonst tue ich am Abend duschen. Ich bin echt nicht am Morgen duschen, ehrlich gesagt. Nein, Also auch mir nicht. Ich bringt dusche am Morgen, immer am Abend. ich kann nicht am Morgen um 5 Uhr unter duschen. Ich bin wasserscheu am Morgen. Also ab den 9, 10 kann ich duschen, aber vor der 6 am Morgen muss ich also da kann ich nicht. Oder Kannst du ich nicht hätte wagen, jetzt eine Untersuchung gegen die Frauenarzt oder so. Da würde ich natürlich dann schon duschen. Aber ich sage Da dir ehrlich, müsste ich dann. ich dusche gar nicht gerne am Abend. Also Abendduschen, am Morgen duschen tue ich nicht gerne, weil ich finde, am Abend ist man so dreckig vom ganzen Tag überall und dann am Abend duschen und dann schön sauber ins Bett, das ist am geilsten. Eben. Ja. Oder weisst, am späten Nachmittag kann ich auch gleich duschen. Ich muss nicht unbedingt am Abend, aber so, weisst, einfach nicht gerade um 6 Uhr am Morgen. Und dann tue ich etwas zum Morgen essen und
machen wir eine To-Do-Liste, was steht da, habe ich Termine, habe ich keine Termine, plane den Tag, dann kommt etwas dazwischen, ruft die Mutter an, kannst du mir etwas helfen, würdest du mir das erledigen? Schaue ich noch, dass ich der Mutter helfen kann, mit ihr einkaufen. Mit ihr einkaufen. Oder Rasenmähen zum Beispiel. Oder Staubsauger, ein bisschen im Haushalt etwas helfen, weil sie mal nicht mehr so, weisst. Ah, okay, ja. Ja, musst schon ein bisschen helfen. Ja. Okay, ja, ja. Und sie will noch nicht ins Altersheim, weisst. Ja, das ist immer eine grosse Diskussion. Das ist bei unseren Grosseltern, also nicht bei meiner Seite, aber von der Seite der Freundin noch immer ein Thema, so mit Altersheim, ja, nein, und sie wollen nicht und so, das ist immer das Zeug. Und ich wollte ihr einfach helfen, dass sie eben nicht ins Altersheim muss. Und darum habe ich so das Gefühl, ich muss ein bisschen zur Mutter schauen, fragst mal, wie geht's, brauchst du etwas, kann ich dir etwas helfen? Manchmal sagt sie, ja, ich wäre froh, mit Staubsauger, ich kann nicht mehr laufen. Sie kann wirklich manchmal keinen Schritt machen, es tut der so weh. Ah, Die hat so mit dem Rücken, mit den Knien, mit den Hüften. Die ist einfach alt. Sie ist halt fast 80, weisst du? Weißt du, was ich meine? Sie hat ein gewisses Alter und sie ist auch ein bisschen dement, oder? Also. Ja, das kenne ich bei unserer Familie auch so, ja. Und ich versuche ihr einfach so gut als möglich und so viel wie möglich zu helfen. Ja, das ist aber schön. Also ich glaube, dass hier viele Leute überhaupt nicht so vielleicht auf dem Schirm haben. Oder wenn sie mit einem Brief nicht nachkommt, dann lese ich, sage, du musst das und das organisieren. Und sie versteht es nicht. Sie versteht nicht, was von ihr verlangt wird. Ja, klar. Aber sie kann das schriftlich auch nicht mehr machen. Ja, klar. Ja. Aber meine Schwester helfen auch. Also ich bin nicht die Einzige. Ah, das ist noch eine Schwester? Wir helfen noch. Die eine macht das Büro, also tut ihr alles einzahlen, macht Rechnungen, Buchhaltung. Da hat sie mit dem nichts zu tun. Ich tue mehr Haushalt. Sei es eine Kaffeemaschine kaufen, sei es Staubsauger, abstauben, Böden aufnehmen, gehen einkaufen in die Apotheke, Rasen mähen. Weisst, das mache ich. Aber das ist toll, ja. Also Und die andere Schwester hat keine Zeit, die hat noch Familie mit Kindern und so. Weisst, ich kann nicht. Und ich habe auch keine Kinder. Und ich bin nicht geheiratet. Ich bin allein. Single? Ja. Also das ist, wenn wir da einen Clip machen, es gibt vielleicht irgendwelche, die sich melden melden oder was? Ich habe einen rangeln. Ja! Ich bin zwar Single, aber es ist sich etwas am ergeben. Ah, okay, einer aber erst seit einer Woche. Ah ja, okay. Schon ganz frisch. Das ist schon noch nichts Seriöses, oder? Nein. Okay, aber immerhin schon mal. Aber in dem Fall soll sich niemand melden. Nicht unbedingt, nein. Nicht unbedingt. Ausser wenn es der Roger Federer ist, dann schon. Ja, dann schon, ja. Oder der Marc Odermatt. Den kenne ich jetzt nicht so gut. Ah, okay, ja. Okay. Also den Roger Federer kenne ich schon, ja. Ja, also eben, und dann machst du eigentlich auch noch, also eben jetzt die letzte Zeit hast du so viele TikToks gemacht, dann machst du auch noch 2-3 TikToks manchmal pro Tag. Ja, manchmal mache ich 7. Boah, das ist krass. Das ist krass. Das ist aber manchmal mache ich den ganzen Tag gar nichts. Ja, aber das macht ja auch nichts, ja. Aber, ich brauche manchmal mehr Auszeit, weißt, ich muss auch privat mal mit Kolleginnen treffen und austauschen. Oder ich habe viel mit TikTok-Kolleginnen, wo ich privat Kontakt habe und dann treffe ich mich mit denen privat, etwas trinken, reden wir über TikTok, aber nicht nur, sondern auch so ein bisschen privat, das bleibt unter uns, wir haben Vertrauen zueinander, das geht nicht weiter, ich will kein Beef, ich will kein Fitna. Ich habe da wirklich gute Leute lernen kennen durch TikTok. TikTok ist nicht nur schlecht. Nein, finde ich auch nicht. Es hat gute Freundschaften gegeben, die ich sonst nicht hätte lernen können. Und so viele Freunde habe ich nicht mehr. Das hat sich so viel geändert in den letzten 10 Jahren. Es sind Leute gestorben, es sind Leute weggezogen, man hat sich aus den Augen verloren. Weisst du, wie ich meine? Das ändert sich einfach. Also, ich habe aber auch Freundinnen, die ich schon 35 Jahre kenne. Ja, aber das ist toll, ja. Also wenn ich nicht in der Schule bin oder so, weißt du? Es sind so 1, 2, die noch bleiben von der Schule, aber jedes Mal, wenn man eine neue Lebensetappe hat, kann man einfach neue oder ehemalige Arbeitskollegen, weißt du? Ja. Wo ich immer noch Kontakt habe, wo wir haben
Nadelnummern austauscht, wir gehen zusammen etwas trinken, sie kommt zu mir, ich gehe zu ihr heim auf einen Kaffee, zusammen einen Film schauen, in einer Bar an einem Ort, eins ziehen oder so, weisst. Also ich gehe eigentlich selten am Abend fort, ich bin am Abend wirklich viel daheim. Wo ich Nein, nicht ich so gehe auch nicht Freundinnen habe, die Zeit haben, weisst. Also die haben Familie, Ja, klar. oder gehen arbeiten, mögen am Abend nicht noch fort, oder haben Freunde, haben kein Interesse noch an eine Bar zu gehen. Und dann bin ich eigentlich am Abend allein daheim, oder? Ja, ich bin auch nicht so ein Ausgangstyp. Ich bin gar nicht gerne Ausgang irgendwie. Ich bin aber früher viel gegangen. Ja? Fast jedes Wochenende. Schon, jedes Wochenende Ja, mit meinen festen, oder was? Freundinnen. Schon? Aber so in einer Ja, Bar sicher. oder so für Göschen auf, oder was? Nein, das nicht. Mehr so in die Stadtdisco oder Dorfdisco, weisst. Ah, okay, ich sehe wie, ja. Das war halt eine Motto-Party, Peach-Party oder irgendwie eine Motto-Party, wo du hast verkleiden oder ich weiss doch nicht. Und dann bist du dort gratis reingekommen oder so irgendwie bin ich viel gegangen. Viel. Und ich habe mir das selber finanziert. Ich hatte Wochenplätze, ich hatte bis zu 3 Wochenplätze auf einmal. Wo ich kein Sackgeld bekommen. Das hat es nicht gegeben. Das wäre nicht drinnen gelegen. Würdest du sagen, seit dem TikTok-Hype, würdest du sagen, es hat sich etwas verändert in deinem Leben? So im Alltag? Ja, ich werde recht viel erkannt. Ja? Das war vorher nicht so, bis vor ein paar Wochen schon auch. Aber das ist lang gegangen und nur so 2, 3 Mal. Die haben mich noch von YouTube her gekannt. Und haben mich dann auf TikTok gefunden. Und dann bin ich unterwegs mit der Mutter in einem Restaurant etwas am Trinken. Und dann habe ich so eine Gruppe Mädchen entdeckt, die irgendwie gekuschelt haben, weisst. Dann dachte ich, reden die über mich? Was ist nicht gut? Die haben mich angegriffen gefühlt. Ich dachte, ich habe gar nicht überlegt, dass die Ja, mich klar. kennen könnten. Und dann hat die Mutter auch gesagt, oh, was haben die? Was haben die? Und ich so, ich keine Ahnung, die Nerven, oder? Ja, ja. Ich sage jetzt gerade auch etwas, ob das Problem ist oder so, weisst. Und dann Ob sie ist Finden eine zu suchen. mir gekommen und sagt, grüß dich. Und ich denke so, hä? Und dann sagt sie so, das seid doch die Lady Eve, oder? Dann habe ich habe wirklich gemeint, die wollte fragen für irgendeine Zigarette oder wo der Weg ist oder so. Nein. Ja. Ich habe das gar nicht erwartet und meine Mutter die ist gar nicht rausgekommen. Die ist Ja, klar. überhaupt nicht rausgekommen. Die hat gedacht, was? Von was redet die? Aber sie waren ganz nett, gewesen, oder? Die Girls? Ja, aber ich habe gar nicht gewusst, was sagen. Ja, Ich war so klar. geschockt. Ja, die ersten paar Mal ist es mega, ist man so baff, so, wieso kennst du mich? Weil viele von YouTube kennen mich eigentlich von Deutschland. Ja, von Deutschland, ich habe ja nicht extrem viele Follower gehabt bei YouTube, also so 1070 irgendwie, weisst. Aber, und gar nicht viele Views auf dem Video, aber das meiste ist von der Statistik her, das hast du nachschauen. Amerika, Deutschland, Schweiz, wie viel Prozent schauen, auf welchem Alter bis welchem Alter. Frauen, Männer, das ist alles nachschauen. Und dann musste ich merken, es ist einfach Deutschland. Schon? Und dann hast du Ja. die Videos auf Hochdeutsch gemacht auf Ja. YouTube? Ja, Ah, so wie nur ich. Hochdeutsch. Ah, und Am Anfang auf Berndeutsch, also Schweizerdeutsch. Und dann habe ich Nachrichten bekommen von Followern, die mir geschrieben haben, hey, könnten Sie bitte die Videos auf Hochdeutsch machen? Wir verstehen leider gar nichts. Wir finden Sie sympathisch, würden gerne verstehen, was Sie sagen. Und dann habe ich gedacht, okay, dann machen wir es. Und ich habe wirklich nicht nur eine Nachricht bekommen, ganz viel. also, Und dann habe ich mir nach dem gerichtet. Sonst hätte ich es auf Berndeutsch weitergemacht. Aber Krass. die Schweizer haben es gar nicht geschaut. Ja, Das ja, war ein klar. ganz kleiner Prozentsatz gewesen. Vielleicht, ich weiss nicht wie viel, aber ganz ein kleiner Prozentsatz. Und dann habe ich gefunden, da musst du auch fast auf Hochdeutsch. Und dann habe ich mich so konzentrieren, weil Hochdeutsch ist ja noch einmal anders, oder? ist schon ein bisschen schwieriger für uns Schweizer, ja. Also, Oh ja, Dialekt, der Schweizer Dialekt. Du hast das Gefühl gehabt, das tönt blöd, das ist peinlich. Ich habe mich geschämt, ich habe Hemmungen gehabt, weisst. ja klar, das ist normal am Anfang, ja. Aber ich habe einfach geübt. Aber du sagst, du hast angefangen
wann hast du angefangen mit Social Media? Du hast mit YouTube angefangen, zuerst Schweizerdeutsch, dann Hochdeutsch. Also machst du das schon lang? Seit dem Januar 2009 bei YouTube angefangen. Das erste Video aufgeladen. 2009? Da hat es noch kein Glasfaser gegeben. Mein Internet war scheisse. Weißt du, wie lange das ich es hatte? Bis ein 20-Minuten-Video aufgeladen habe, etwa 5 Stunden. Was? Aber die meisten wahrscheinlich im Chat sind dann noch gar nicht geboren gewesen. Nee. Das ist krass. Nein. Ja. Das ist krass. 2009. Also Ja. schon seitdem bist du am Hustler, du bist ein OG. In Wienermoor, ja. Wienermoor OG. Shit. Ja. Ja, ja. Krass. Also, wenn wir gerade beim Topic sind von YouTuber, was sind denn deine Lieblings-YouTuber? Auri Katharina, die macht Bots-Content, also Messi-Wohnungen for free. Die wird gesponsert von Putzmittelfirmen. Die tun das zur Verfügung stellen, die wird gezahlt, es wird das Hotel gezahlt. Sie macht Content einfach, wie dreckig ist es, wie messy ist es. Sie zeigt, wie sie aufräumt, wie sie putzt, wie man es putzt, mit welchem Mittel. Das ist so interessant. Und das tut mich so animieren, auch zu putzen. Ich habe das Gefühl, jetzt muss ich auch etwas putzen. Jetzt könnte ich den Kühlschrank putzen oder so, weißt du? Ja, sehe ich. Dann schaue ich einfach eine halbe Stunde und dann habe ich das Gefühl, jetzt muss ich den Kühlschrank putzen oder den Backofen oder so, weißt du? Und dann Mrs. Muffin Make-up. Ja. Die hat ein paar Jahre nach mir angefangen, die ist auch schon ganz lange im Business. Ja. Die hat leider nicht so wahnsinnig viele Follower, so bei 5000. Aber die hat sich das auch lange aufgebaut, die ist schon lange im Game. Cindy und Phil. Die kenne ich auch nicht, ne? Cindy Jane. Sieht man nicht, ne? Sieht man nicht. Die ist auch schon lange im Game. Die lebt davon, die macht das Vollzeit. Das ist geil. Das ist cool. Die geht auf die Malediven in die Ferien, die hat ein Auto, die hat alles. Aber die krampft. Bei der läuft es aber. Krass. Die krampft aber. Ja, und die macht also- ganz viel Content. Die ist auch noch auf TikTok, auch noch auf Insta auch noch gerade. Ja, das ist Die eben, macht alles. das ist eben schon das ist schon ein Kampf für das Social Media, finde ich. Ich finde es extremer Krampf. Ja. Und dann noch so, also ich glaube, noch andere. Habe ich momentan nicht aufgeschrieben, aber ich habe schon noch solche, die ich folge, aber das sind auch so die Haupt. Ich habe noch andere als Auri Katharina, die auch Putzcontent machen, aber die sind einfach aus Amerika. Ah, ich schaue viel amerikanisch, weisst du. Ja, genau. Und du hast nicht irgendwo in einem Video mal gesagt, du schaust Monte und Zarbex. Ja. Du schaust dich Aber auf TikTok. Ah, wirklich? Ja, sicher, die finde ich cool. Was sind deine Lieblings-TikToker? Teamboss Alicia Alessandra. Ah, das ist die Schweizerin, die immer streamt, oder? Ja. Ja. Die ist auch bei meinem Live, in ihrem Live. Ich bin also als Moderator in meinem Live inne. Okay, ja. Judith Bähler, ich weiß nicht, ob du die kennst. Ich glaube nicht, nein. Die macht auch Content, die tut mich auch supporten. Die Lendria. Die ist auch sehr bekannt. Die tut auch viel streamen, viel matchen. Ah, ja. I am Zuckerpuppe. Die habe ich schon mal gesehen, ja. 24 Tim. 24 Tim? Ja, klar, das ist gut cool. Wieso? Wegen Gewinnspielen, ey? Nein, weil der hat viel durchgemacht. Ja. Der hat viel gekrampft für das. Also, dass er so Erfolge, die man ihm gönnen. Er ist ja gut, er ist sympathisch, er macht alles für seine Community. Der gibt so viel Geld aus für die Leute, der will alle irgendwie glücklich machen. Der hat so viel Hate abbekommen. Und er war ja übergewichtig gewesen. Ja, aber Und dass gewisse Leute so extreme Hate bekommen, wegen Aussehen oder wegen sonst Äußerlichkeiten, finde ich auch richtig dumm. Und er hat abgenommen, er hat es geschafft, er hat abgenommen, er macht Merchandise. Der ist ganz ein grosser TikToker, ich bewundere den, ich könnte das nicht. Der krampft da hure viel. Das ist ein Büzenbub, gell? Ja. Eben Montana Black, Zarbeck, Schradin, Tanzverbot.
Schradin und Tanzverbot. Ja. Schradin habe ich sogar über 2 Ecken schon mal kennengelernt. Oder ein Mass Event mit ihm gehabt. Auch. Ja. Cool. Ja, ist ein guter Das ist auch noch Typ, ja. witzig. Ich finde den ganz so cool. Das ist ein cooler Typ. Also so ja. die Gruppe, Montana Black, Zarbeck, Schradin, so die Gruppe, weisst du, so zusammen. Ich schaue das mal, ich kann lachen. Ich lache mir einen ab. Vor allem der Montana Black, was der mit seinem Sprachfehler. Was der ist, muss ich laden, oder? Ja, so Sprüche, die hin und vor keinen Sinn machen. Ja, ist ein lustiger Käse, ja. Ich kann aber nicht mehr. Also dann habe ich auch ein Lachflash. Ich schaue das, weil es lustig ist. Ich schaue gerne lachen, ich schaue gerne etwas Lustiges. Ja, das stimmt. Also ich schaue für so Unterhaltungszeugs, das ist witzig, das ist geil. Und Mary Dream Cases von TikTok, das ist eine Ja. TikTok-Kollegin, die macht selber Handyhüllen mit Silikon. Ja. Wirklich individuell. Du kannst sagen, welche Farbe, welches Sujet, das gibt es nur einmal. Das Und ich ist kann geil. dir alles machen. Samsung, iPhone, Nokia, musst sagen, welches Modell, die kann dir die Hülle bestellen. Sie tut dann mit Silikon verzieren, Farben kannst du sagen, willst du Hello Kitty, willst du Winnie Pooh Stitch, Mickey Mouse, Minnie Mouse oder etwas mit Blumen. Oder du kannst alles, die hat alles, also sie kann es bestellen. Tipptopp, das ist geil, ja. Und du kannst es mit ihr im Live. Du kannst es mit ihr im Live sagen, ich will es so haben, mach das so, du es dort her. Du kannst wirklich individuell so, wie es dir gefällt. Das ist cool. Und ich habe auch von ihr Hüllen, ich habe Hello Kitty Hüllen von ihr bestellt. Das ist jetzt gerade an dem Handy, wo du telefonierst, oder? Ja. Das kann man nicht sehen, ja. Ja. Ich habe leider das Video rausnehmen, ich es auch ein bisschen supporten, aber es ist wegen Urheberrechtsverletzung, weisst du. Es ist eine geschützte Marke. Oh, ja, ich sehe wie, ja. Weißt du, wie ich meine? Das müssen ich sehe. rausnehmen. Ich bin gemeldet worden. Uff. Ich habe doch nicht Das ist studiert. mühsam, Ja, das habe ich nicht gecheckt, weißt du, wie ich meine? Gar nicht ja. überlegt. Ja, klar, da kommst du gar nicht drauf, so im ersten Moment, nein. Also ich bin gemeldet worden, ja. Und Lachfans von 1972, mit ihr wollte ich das Fan-Treffen machen. Ja, genau, das Fan-Treffen. Wieso hast du es jetzt abgesagt, schlussendlich? Aus Sicherheitsgründen, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass so viel Resonanz kommt. Ja, jetzt blöd, also wirklich mit blöd gesagt, ich dachte, es kommen 5 bis 10 Leute. Ja, jetzt Wenn Gefühl, es will mehr überhaupt. kommen. Ja, ich glaube, das Gefühl, es will mehr kommen als das, ja. Ich kann es gar nicht abschätzen, ich habe no Plan. Und dann wäre es eventuell eskaliert. Ich weiss, ich kenne ja die Leute nicht. Ich weiss nicht, wer genau kommt. Sind es Hater? Sind es solche, die mich supporten? Kommen sie in Gruppen? Wollen sie Fitna machen? Beef machen? Wollen sie mich fertig machen? Werde ich auf das Mal noch angegriffen? Das kommt immer wieder vor. Das Also kommt nicht vor. bei mir, aber bei anderen. Aha, Bei gut. Fan-Treffen. Ja, das ist ein Shit, Also, ja. ich weiss nicht, das hast du mitbekommen, wegen der Christina Perry, die Sängerin, die bei Autogrammstunde ist erschossen wurde von einem Fan. Nein, das habe ich nicht mitbekommen. Nein. Mal, vor etwa 3 Jahren. Nein, also das ist, nee, darum, wenn man so etwas macht, glaube ich, heutzutage muss man da schon ein bisschen aufpassen und vielleicht auch das irgendwie in einem geordneten Rahmen machen und nicht einfach so random irgendwo, glaube ich. Und sie hat auch Sicherheitsleute gehabt, aber die haben nicht gekannt, sie ist gestorben. Und seitdem Ja, also- habe ich einfach ein bisschen Angst, weißt du? Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich in den USA gewesen. Das ist hier wahrscheinlich schon Ja. nicht so wahrscheinlich, aber natürlich können ja Leute kommen, die es eben böse meinen und irgendein Seich machen. Das ist klar, ja. Ja, shit. Ja, eben, vielleicht noch gerade zu dem Thema so. Du hast ja vorher noch gesagt, du liest ab und zu eben so alle Nachrichten, die Hate-Kommentare inbegriffen. Wie gehst du so mit dem Hate um? Ich versuche es irgendwie nicht so an mich heranzulassen, aber irgendwie beschäftigt es mich dann gleich. Und dann suche ich mir irgendwie jemanden zum Reden. Erzählen, jetzt habe ich wieder Hate-Kommentare bekommen. Erzählen auch, was geschrieben ist worden. Ja, es ist schwierig. Also ich bekomme meistens die Antwort, ja, dann hör halt auf mit TikTok.
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, das Ding ist, die Leute haben meistens irgendein Problem und schreiben das schnell daher und haben keinen Plan, dass da dahinter ein echter Mensch ist, wo das vielleicht eben das kann verletzen. Und ich glaube, du musst vielleicht probieren, das nicht so nahe an dir herzulassen, einfach zu sagen, ja, das ist doch egal, was die irgendwie von einer Seich schreiben. Wenn es berechtigte Kritik ist, vielleicht schon, aber wenn sie einfach irgendwie, keine Ahnung, wenn die Leute mir schreiben, ja, Milo, deine Haare sind hässlich, du bist gejobbt oder so Zeug sagen, dann geht das hier ein und da raus. Also das ist mir so scheißegal, so mäßig. Und das habe ich jetzt über die Jahre wie gelernt, das ist mir einfach egal. Und ich weiß nicht, was genau die Leute schreiben, aber sobald du das kannst, stehst du oben den Leuten und dann kannst du die Content machen, so wie du es gerne machst. Ja. Also ich bin eigentlich zu YouTube gekommen, aus dem Grund, ich habe YouTube gar nicht kennt. Ich habe einen lernen kennen, mit dem bin ich zusammen gewesen, Beziehung gehabt, nicht lang, aber wir waren zusammen gewesen. Und er ist aber zu mir hergekommen, über das Wochenende, hat eben auch ein bisschen weiter weg gewohnt. Also nicht gerade um die Ecke, also wirklich 2 Stunden Entfernung, oder? Oh, ein Zürcher? Und Nein. Winterthur. Oh, das ist aber, ja. Und er kein Auto, ich kein Auto, weisst du, was ich meine? Du kannst nicht ja heute schnell die treffen. Also, es muss geplant sein, es müssen beide Zeit haben. Dann haben wir uns nur alle 2-3 Wochenende mal gesehen, über das Wochenende. Und dann ist er zu mir gekommen, ich bin nicht zu ihm. Er ist zu mir gekommen. Und dann hat er mir erzählt, dass er hobbymässig macht. Er war Rocker, Heavy Metal. Ja. Eigene Band. Der Gölle? Nee! Nein! Eigene Band, Heavy Metal. Der hat elektrische Gitarre gespielt und Growls gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Growls. Nein. Sprechgesang, ganz tief. Ah, doch, das habe ich schon gehört, ja. Das hat er gemacht, und elektrische Gitarre. Und einer hat den Schlagzeug gespielt, der andere hat, weiss doch nicht, auch elektrische Gitarre gespielt, und einer hat noch gesungen. Sie haben Texte selber geschrieben auf Englisch, die haben die Musik selber gemacht, aber sie waren noch nicht so erfolgreich gewesen. Und sie haben das auch die Auftritte, die sie hatten, in Berlin, in Deutschland, bei dem Rocket Power, oder ich weiss nicht, wie die heissen, oder Linse, Deutschland, ein Club. Ja. Da haben sie es gefilmt, haben sie auf YouTube gestellt und dann hat er mir die Filme gezeigt. Er hat gesagt, schau, das mache ich, das bin ich, das mache ich, das ist mein Hobby. Und das hat mich so fasziniert. Das hat mich cool gedacht. Das ist geil, also, ja. Und dann war es so, dass man einfach gemerkt, es geht nicht mehr. Die Entfernung ist zu gross. Er hat Probleme gehabt, ich hatte Probleme gehabt. Und nein, und dann war das Geld das Problem. Ich konnte nicht einfach zu ihm gehen mit dem Zug. Das kostet viel Geld, kein Halbtagsabi. Er hat fast kein Geld gehabt, er hat nichts verdient. Er hat kein Geld bekommen. Die Auftritte waren gratis. Ja, die waren noch niemand, weisst? Und er war an einer Umschulung als Toningenieur. Er hat natürlich auch eben nichts verdient, oder? Keine Wohnung gehabt, manchmal nichts zu essen. Der hat einfach kein Geld gehabt. Und so, ich musste schauen, oder? Und dann haben wir uns entschieden, dass wir uns trennen. Also er hat eigentlich Schluss gemacht per Telefon. Schobi ist komplett durchgedreht. Liebeskummer gehabt. Und wirklich lang. Und dann habe ich irgendwie, ich weiss nicht, ich habe mir ein Hobby suchen. Ja. Und dann ist mir das mit dem YouTube in den Sinn gekommen. Ich habe ein bisschen YouTube-Videos geschaut, nur mal geschaut. Gar nicht selber, weißt du, nur mal geschaut. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, hey, weißt du, das könntest du eigentlich auch machen. Das könntest du eigentlich als dein Hobby machen. Mach doch das auch mal. Kauf mal eine Kamera. Mach irgendein Video. Und dann habe ich ein Schminkvideo gemacht oder irgendein Scheiß-Video, keine Ahnung. Mit der Webcam. Ist das noch Qualität online? hast du nicht studieren. Ist das noch online? Nein, alles gelöscht. Nein, schade. Alle Videos, ich weiss nicht wie viele Videos, aber ein paar hundert habe ich gelöscht. Ah, du hast so viel gemacht. Schade. Ja. Aber ich hatte Webcam, dann habe ich einen Camcorder gekauft, eine Digicam,
Ich habe gerne wieder investiert, Geld, gerne bessere Qualität, gerne besser, einen neuen Laptop und habe die Videos geschnitten und mit Effekten, Vorspann, Abspann, die Sequenzen rausgeschnitten. Mir hat das niemand gezeigt, wie das funktioniert. Schon ich das selber, bis es gecheckt hat. Ich war nächtelang dran, weil ich nicht gewusst habe, wie man das konvertiert. Ich habe nicht mal gewusst, was das heisst. Dass man das in ein anderes Format muss umwandeln muss, es sonst nicht geht. Bis ich dann gecheckt habe, wie muss ich das machen? Ich habe geübt und geübt und geübt, Stunden dran gewesen. Aber ich habe gedacht, ich lasse nicht schauen, das Video geht jetzt online. Egal wie lange es geht, ich bin die ganze Nacht dran gehockt. Und jetzt Und bis es aufgeladen war. Ja. Also, nächtelang. Ewigkeit, gell? Ja. Jetzt machst Ja. du halbe Kinofilme. Ja. Ich mache viel zu lange Videos, ich weiss auch nicht wieso. Ich sollte mir einen Timer stellen, 10 Minuten. Nee, das ist doch egal, wirklich. Aber eben, was sind das so die meisten, nur dass ich mir auch mal ein Bild machen kann, was schreiben denn die meistens die Leute so für Hate-Kommentare, was kritisieren die? Sie werden eben persönlich. Mhm. Sie gehen auf mein Aussehen, Hackfressen, Fett, nicht schminken, du bist hässlich, Schlampen, weiss nicht, also sie tun wirklich schlimm. Und ich habe jetzt gerade gestern einen bekommen, der hat mir jetzt nicht so schlimm gedacht, der hat einfach geschrieben, hör auf mit TikTok, die Videos sind scheisse. Ja, ich glaube, genau so Videos, genau so Kommentare oder eben genau das, was die Leute sagen, also das kann bei dir wirklich hier aussehen. Das muss dir wirklich egal sein, im Fall. Also das ist wirklich wurscht. Und meistens sind es wahrscheinlich irgendwelche 12-jährige Buben, die einfach am Handy schnell etwas eintippen und denken, das ist lustig, wenn ich das jetzt schreibe. Und denken sich Ja. nichts dabei. Und ich glaube, das musst du überhaupt nicht ernst nehmen, dass die Leute das schreiben. Weil ich glaube, es sind ja sehr, sehr viele Leute da draussen, die wahrscheinlich nichts schreiben und einfach denken, die Lady Eve, das ist sympathisch, die macht coole und lustige Videos und denken sich gar nicht dabei. Weißt, du schreibst wahrscheinlich auch nicht jedem Influencer irgendwie eine Litanie an Sachen. Ich schreibe auch nie jemandem so mäßig. Und die Leute wollen einfach nur abfucken. Und ich glaube, je weniger du auf das eingehst, desto besser. Oder was ich auch für Kommentare bekomme unter den Videos, weißt, wenn ich irgendetwas sage wegen Autogrammkarten, ja, das ist nicht meine Idee. Das kommt nicht von mir aus. Ich werde gefragt, hast du Autogrammkarten? Ich hätte gerne Autogrammkarten. Dann sage ich habe mal Autogrammkarten gehabt. Ich habe die machen lassen. Ich bin verarscht worden, weil ich habe sie verkauft für 5 Franken, dass ich die Produktionskosten reinbekomme. Nicht, dass ich das auch noch zahlen muss. Ich habe 50 Stück bestellt. Es war limitiert, weil ich es nicht vermögen habe, ich nicht gewusst habe, wird es überhaupt gekauft, wollen die überhaupt, wie viel wollen. Ich habe nur eine kleine Anzahl Stück, dass wenn es niemand kauft, dass ich das zahlen kann. Dann habe ich es halt verloren, das Geld. Also habe ich nur 50 Stück bestellt, auf Risiko. Ja, das hat nie nachher gelangt, die 50 Stück. Ich hätte etwa 5000 müssen bestellen. Ja, okay, ja, das ist krass. Und ich habe das komplett unterschätzt. Und dann habe ich 5 Franken verlangt, inklusive Porto, inklusive allem. Und Anpost. Entweder war es zu viel, dann haben sie irgendwie geschrieben, was hast du das Gefühl, wer du bist, dass du 5 Franken kannst verlangen. Autogrammkarten sind doch eigentlich gratis. Ja, aber die Leute, weißt, ich glaube, wenn es so eine Quantität annimmt, dann ist es halt einfach auch teuer. Also ich meine, so viel aus der eigenen Tasche zu zahlen, das sehe ich auch nicht ein. Also, wenn Ich verdiene ja nichts mit TikTok, weißt du? Nein, also eben, mit TikTok an sich kann man nichts verdienen in der Schweiz. Das ist eben ein Nein. Scheissdreck, ja. Hast du irgendwelche, hast du schon Product Placements oder so? Noch gerade nicht, nein. Okay, aber so PR-Pakete und so, die kommen. Ja. Eben von Migros Autos waren Posten. Pinkbox. Ah, das ist aber geil, ja. Mhm. Das ist cool, ja. Mhm. Was habe ich da noch? Ah ja, genau, das ist so etwas, wo wahrscheinlich Nummer 1 Frage, die die Leute immer stellen, so mäßig.
Aber die Leute kommentieren das immer, aber würdest du sagen, das ist ein Shopping-Problem? Schon ein bisschen, aber das ist eigentlich eben wegen dem TikTok. Also das war wegen YouTube gewesen. Das hat dort angefangen, dass ich das Gefühl hatte, musst das Neueste zeigen, ausprobieren, da testen, das wird beworben, du es mal kaufen, du deine Meinung dazu sagen, du es austesten. Das Zeug habe ich gar nicht gebraucht. Hi Evelyn, Ich habe es du mal bist tolle Frau. gebraucht, Ich habe dir recht zum früh zeigen, Termin und dann ist es wo die irgendwo im Frau Ecke erzählt, was gelandet. Evelyn, du bist Und dann musste ich sagen, irgendwie, das Zeug wird ja schlecht, das Make-up. Das kannst du nicht ewig aufbewahren. Das läuft ab. Das musst du mal fortschiessen. Dann habe ich einfach wirklich einen ganzen Sack voll fortgeschossen. Ja, das ist sicher. Und dann habe ich mit YouTube aufgehört, dann habe ich bei TikTok angefangen, dann hat das Problem wieder angefangen. Dann habe ich wieder Zeug gekauft, dass ich ein Video machen kann, nur dass ich ein Video machen kann. Wo ich nicht weiss, was ich für ein Video machen soll. Würdest du sagen, das ist, dass viele Shoppen ist eher davon gekommen, dass du denkst, das ist ein geiles Video, da kann ich ein Video dazu machen? Ja. Okay. Nicht unbedingt, weil ich es muss haben, oder weil ja, ich tue viel Geld investieren, dass ich ein Video machen kann. Ja, sehe ich, ja. Zum Beispiel, aber was ich noch viele Leute gesehen habe, ich glaube, zum Beispiel ein Kochvideo würde auch gut laufen bei den Leuten, von dir, habe ich das Gefühl. Ich tue schon gerne kochen, aber nicht, ja, ich weiß nicht, wie ich das so filmen, in welchem Blickwinkel. Und ich habe das noch nie gemacht und irgendwie muss man das ja zusammenschneiden oder schneller laufen oder keine Ahnung, sonst wird das viel zu lang. Und Ja, das stimmt schon, das ist schon ein bisschen mühsam, ja. Aber, ich bin nicht so der grosse Kocher, ich kann schon kochen, aber ja, ich koche nicht jeden Tag. Ich habe vorhin noch eine Nachricht reinbekommen von jemandem, ich dachte, ich lese das mal vor. Ich bin nicht so viel über den Chat eingegangen, aber jemand hat Text-to-Speech gemacht. Hi Evelyn, du bist eine tolle Frau. Ich habe dich recht früh entdeckt, aber meinem Freund von dir erzählt, was ein Baddie du bist. Du bist aufrichtig, liebevoll und gibst voll die positiven Vibes. Obwohl ich noch ziemlich jung bin, 18, würde ich gerne mal mit dir anhocken. Keep going, Mama. Oh, ja, schön herzig. Ja, wirklich, cool. Ja. Also ich bekomme noch mehr so Nachrichten so in dieser Art. Eben, das sage ich ja. Also ich glaube, Ja. die kannst du dir wirklich zu Herzen nehmen und vielleicht die Hate-Kommentare, wo einfach jemand irgendein Seich kommentiert, so einfach sagen, ja komm, scheiß auf dich. So. Weil, sind du die auch beleidigen so, also würde ich eben nicht in die Antwort und so sagen, ja, selber zurückbeleidigen, das bringt auch nichts, weil das ist immer noch schlimmer. Ja. Ja. So eine Maus, schreiben die Leute. Oh Mann. So. Siehst du, wie viele Zuschauer das du hast? Ey, auf TikTok im Fall. Auf TikTok sind wir jetzt gerade vorher 1000 Leute gewesen. Okay. Das ist krank. Also auf TikTok habe ich selten mal, als Schweizerdeutsch, stell dir das mal vor, so viele Leute. Okay. Und auf Twitch sind wir fast 200. Das ist schon viel. Okay. Das ist krass. Also das ist wirklich Okay. sehr, sehr krass. Also die Leute interessieren sich unglaublich für das, was du zu sagen hast im Fall. Also wenn ich alleine streame, habe ich nicht so viele Leute im Fall, sagst du dir ehrlich. Okay. Ja. Das ist Das ist sehr, doch cool. sehr geil. Okay, ja. Du bist hyped, oder? Es ist komisch. Vor 6 Wochen habe ich live gegangen. Weißt du, wie viel habe ich drinnen im Chat? Nein. 25. Und weißt du, wenn ich vor ein paar Tagen bin live gegangen, fast 400. Das ist krass, gell? Es glaubt mir niemand. Ich glaube es selber nicht. Das ist wirklich krass, ja. Bist du am Swiss Influencer Award? Der Nein. Samstag, Freitag, nein, oder? Nein. Okay. Würdest du gehen, wenn du das Ticket hättest? Eventuell, ja. Ja, also, ich könnte vielleicht schon schauen, dass ich irgendetwas organisieren könnte. Theoretisch. Okay. Wir könnten es dir theoretisch schicken. Okay. Lade sie ein. Ja, Digga, ich bin nicht Organisator, aber theoretisch wäre es eigentlich cool, ja. Okay, sorry. Okay, ja, also ich schaue mal. Also, wenn du Ja, Bock ist gut. hättest, Okay. ja.
Sehr cool. Also was ich noch vorbereitet habe, das haben wir ja schon Schicht gehabt, so ein bisschen das Entweder-Oder mit dir. Okay. Und du kannst, ich glaube, ich stelle dir so 2 Sachen, entweder das oder das, und dann kannst du einfach einen Satz dazu sagen und dann machen wir weiter. Ist gut? Ja. Also, entweder oder, Migros oder Coop? Migros. Wieso? Ich bin das Migros-Kind. ja, Es ist Migros auf die Eins. günstiger. Ja, stimmt. Es hat auch Budgetartikel, die noch gut sind. Ja, die sind geil, ja. Ich schaue, also das Toilettenpapier nehme ich vom Migros. Auch Budget. Ja, das, was so ein bisschen brünlich ist, oder? Das ist geil. Ja. Ja, das ist gut, ja. Temu oder Shein? Temu. Wegen? Dort bestelle ich schon länger. Shein bestelle ich erst ganz kurz. Also vor 3 Wochen habe ich das erste Mal bei Shein bestellt. Das sind ja von 2 Bestellungen, ich kann noch gar nicht viel zu Shein sagen. Okay. Und ich muss sagen, ich war gerade ein bisschen enttäuscht von der letzten Bestellung bei Shein. Du hast es nämlich auch angesprochen im Video. Du hast gesagt, als ich einen Pulli hatte, pinkig, es sieht aus wie Polyester. Ja, und? Es ist Polyester, 100%. Ja, eben ja. Aber das haben sie nicht hergeschrieben. Weißt du, sie schreiben das Material, was es ist, nicht her. Auf dem Foto siehst du das nicht. Ist das Polyester, ist das Baumwolle? Das kannst du gar nicht. Das weiss ich doch nicht. Nein, das Und ich geht nicht. schwitze einfach extrem in Polyester. Das Ich habe am liebsten du. Baumwolle. Ja, Baumwolle beste, ja. Ja, Weiter geht's. Löb oder Manor? Manor. Ja? Ja. So als Bernerin hätte ich nicht gedacht, Löbecke, gell? Ja. Ich bin gar nicht viel im Löb. Das ist mir Ja, auch zu okay. teuer. Ja, das ist schon kein teuer, ja, ist ein bisschen... Aber ich Gut, finde eben Manor hat doch ein bisschen Preise, weisst du. Ja, die Käbe, ja. Aber die haben gute Kosmetikmarken. Ja, da bin ich halt nicht so im Und Bild. sie haben eben auch Balea, weisst du, vom Deutschen. Oh, aber DM ist goated, oder? Ja. Also jedes Mal, wenn ich in Deutschland bin mit der Freundin, zack, wie geil DM. Und Manor hat eben Balea-Produkte. Neuerdings. Also, weiter geht's. Und zwar Red Bull oder Cola? Cola. Und zwar Zero. Wirklich? Ich hätte gedacht, Ja. du bist so ein Red Bull Girl. Also ja, ich habe gestern gerade 3 Red Bull gekauft, White Peach, aber das ist eigentlich eine Ausnahme. Weil es ist nicht gesund, es hat viel Zucker drin und es tut mir nicht so gut. Und ich bin auch ganz nervös und irgendwie, es tut mir nicht so gut. Ich kann es nicht zu viel trinken, darum lieber Cola. Aber dann schon Zero, oder? Ja, das ist geil. Also, wenn, dann Zero finde ich auch besser, ja. Ja, Aldi oder Lidl? Lidl. Finde ich auch. Ich finde, Aldi hat ein bisschen viel Ramsch. Ja. Ich war letztes Mal im Aldi, ich habe fast nichts gefunden. Ja, Aldi. Beim Lidl finde ich gerne etwas. Die haben gute Aktionen, ich habe den Newsletter, ich schaue gerne, was kommt neu rein, was ist gerade Aktion, ab wann gibt es welches Produkt, wenn es mich interessiert, gehe ich extra an diesem Tag, wo es nur gerade an diesem Tag lieferbar ist, oder du musst einfach an diesem Tag musst du einfach gehen, sonst ist es fort. Ja. Es ist ausverkauft. Und dann schaue ich, dass ich dann Geld habe, dass ich dann Zeit habe, dass ich es holen kann. Und dann bin ich die Erste im Laden dort. Ah ja, du bist ja morgen bist ja wach, ja stimmt. Ja. Also noch eine andere Frage. Presson oder Gelnägel? Presson. Das sagen auch immer alle Leute. Wieso? Günstiger. Ich bin auch Schälnägel machen, ich habe es lange gemacht. Ich bin aber ins Nagelstudio, alle 4 Wochen. Erstens hat es viel Geld gekostet, zweitens hat es meine Nägel kaputt gemacht. Ich habe ganz dünne Nägel bekommen, ganz, ganz weich. Sie waren richtig kaputt gewesen. Ja. Ich musste Pause machen, dass sie sich erholen können. Und dann ist Corona gekommen. Dann hat das Studio zugetan, weil sie nicht mehr dürfen arbeiten. Wegen Corona. Hat man 4 Monate nicht ins Nagelstudio dürfen.
Was habe ich sollen machen? Ich habe die von Hang abgefielt. Ja, das ist was, ja, das ist eigentlich, ja. Weil das ist rausgewachsen. Wir hätten wieder sollen auffüllen. Mhm. Und dann habe ich die von Hang mühsam 2 Stunden abgefielt und haben mir einfach gesagt, jetzt mache ich einfach keine mehr. Ja, sehe wie. Und dann habe ich einfach nur noch Shellac. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ich Das- kenne. Ja, das ist ein Nagellack, den du unter der UV-Lampe ausheben und der tut nicht doch. absplittern. Das kenne ich von meiner Mom, ja. Ja. Shellac. Habe ich im Nagelstudio machen, habe ein bisschen geschaut, wie macht sie es, welches Produkt braucht sie, wie funktioniert es. Dann habe ich mir die Produkte selber gekauft, habe mir eine UV-Lampe gekauft, das dann selber daheim gemacht. Ja, das geht auch, ja. 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 Und dann habe ich nur noch die Nägel gestrichen, ganz normaler Nagellack. Gut, jetzt mache ich neuerdings Press-Ons. Aber noch nicht lang. Ein paar Wochen. Okay. Vorher habe ich keine Press-Ons gemacht. Okay, tipptopp. Und noch eine, und dann können wir noch vielleicht fragen wegen der Chat, was die noch zu sagen haben. Kaffeerahm oder normale Milch? Kaffeerahm. Selbstverständlich Kaffeerahm. Ja, klar, Kaffeerahm, natürlich. Ja, genau, ja, das muss ich dir noch fragen. Es ist ja so etwas auf TikTok Schweiz, wo momentan immer alle fragen, die ganze Zeit, aber sagst du, Sösli oder Soße? Soße. Ja, das ist eben richtig. Ja. Ich sage Soße, aus Freiburg. Okay. Habe ich noch nie gehört. Findest du das komisch? Ich habe es noch nie gehört. Das ist ein bisschen komisch, ja. Okay, ja, okay. Nein. Niemand sagt Soße. Findest du den Freiburger Dialekt generell komisch? Ich kenne den Freiburger Dialekt gar nicht gut. Kennst Ich du weiß keinen nicht, wie die Freiburger? reden. Kennst du keinen einzigen Freiburger? Nein. Was? Ich glaube, du wohnst gar nicht so weit von Freiburg, oder eigentlich? Kanton Bern. Kennst du Plafeyen? Nein. Noch nie Oh, schon gehört. Okay. Eben, ich bin gar nicht so weit weg von Schwarzenburg, wohne ich. Okay. Ja, okay, ja. Oh, hier, noch eine Frage. Also ich tue jetzt noch vielleicht 1, 2 Entweder-oder-Fragen vom Chat so nehmen. Und hier fragt jemand, Thun oder Bern? Thun. Ich finde Thun eine der schönsten Städte in der Schweiz. Ja. So vom Panorama, von der Optik. No, Bern oder Zürich? Bern. Ah, das ist eben wichtig, ja. Zürich, wie findest du Zürcher? Ich bin nicht so viel zu Zürich. Ich war zuletzt vor 10 Jahren zu Zürich, 5-mal zu Zürich, weil ich Termine hatte, geschäftlich. Und also von Arbeit aus musste ich dorthin müssen, Besprechungen gehabt. Und ich muss sagen, es ist eine Katastrophe. Ich bin auch mit dem Auto schon auf Zürich gefahren. Und du glaubst nicht, ich war frisch ab der Autoprüfung gsi. Fahren zu Zürich im Innenstadtverkehr mit verreckter Karre, weil ich noch nicht richtig Auto fahren konnte. Ja. Dann hupen sie einfach. Ja, die Huren Zürcher, gell? Ja, das ist Huren Gegel. Ich bin Huren genervt. Ich kann dir versichern, die sind immer noch so. Eben ja, Ja, das ist ja, schon die sind gedacht. noch Schon so. gedacht. Ich muss nicht mehr auf Zürich raus. Aber der Swiss Influencer Award wäre jetzt Zürich, das wäre vielleicht ein bisschen weit, oder? Ich könnte schon gehen, es wäre 1,5 Stunden mit dem Zug. Okay, ja. Tipptopp. Was ist noch? Chad, hat er noch du kennst ja auch nicht mit Shooter aus, oder? Nein, Nein, aber da fragen die ganze Zeit gewisse Leute irgendwelche türkischen Mannschaften, Galatasaray oder Fenerbahce. kenne ich gar nicht. Nein, ich bin auch nicht bewandert, aber ich glaube, es ist irgendein Meme oder so. Okay, Oh ja, jetzt. Chicorée oder New Yorker? das ist schwierig. Ich liebe beide Läden. Ja. Ich habe erst seit neuem New Yorker für mich entdeckt. Ich fahre immer Chicorée. Chicorée. Ich bin bei beiden fast noch nie einkaufen, sagen wir ehrlich. Sie haben aber auch nicht so wirklich Kleider für... Sie haben schon grosse Grössen, aber vielleicht nur manchmal bis zum XL oder die haben XXL und dann, je nachdem, wie es ausgemessen ist, geht es mir oder es geht mir dann nicht. Also, es ist schwierig. Okay. Aber sie haben Schmuck gehabt.
Ja. Ja. Da kaufe ich halt irgendwie, wenn ich Schmuck will, dann gehe ich in Chicorée, da hole ich mir einen Schmuck dort, oder im Zeon, da hole ich mir Schmuck, oder im New Yorker. Wenn ich nichts finde an Kleider, dann kaufe ich mir halt ein bisschen Schmuck. Sehr Weil ich gut. habe gerne Schmuck. Ich trage nur Silberschmuck. Ja, aber das ist gut, ja. Das ist gut. Gold steht mir gar nicht. Ich habe noch bei dir, die Leute, also ich muss noch fragen dir etwas, und zwar, was denkst du, wie groß bin ich? So. Hast du vielleicht schon mal Videos gesehen, wo du siehst, wie ich stehe? Kannst du schon hier so die Kamera her tun und stehen? Was denkst du, wie groß bin ich? Warte, ich tue die Kamera schnell irgendwie her. So. So. 1,76. 1,76! Yes! Ich bin nicht. Die Leute schreiben immer, sie sind so klein, weißt du? Die Leute sagen immer, ja, Milo ist 1,67 oder weiss nicht was. Aber ich bin 1,85. Also gar noch grösser. Ja, bitte, ja, bitte. Aber du bist schon recht gross. Ja, für einen Du bist Freiburger. gross. Durch die Du gross. bist mega. Also, der Rocker, den ich hatte, wegen dem Liebeskummer und so, weißt du, wie ich meine? Der weißt, wie gross war der? Nein. 1,96. Jo, und ich sehe viel kleiner aus als er. Ja, der war verdammt gross, gross und schlank. Und lange Haare. Ja, klar. Und ein Ja. Vollbart. Und ein Vollbart. Hey, Ja. Der hat ausgesehen, also meine Schwester hat gesagt, der sieht aus wie ein Yeti. Maelo ist 1,23 groß. Ja, der Chat tut immer nur so Zeichen schreiben. Ja. 6, Und ich bin eben nur 1,63. Also kannst du dir vorstellen, er 1,96 und ich 1,63. Oh ja. 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 Das ist ein riesen Unterschied, ja. Ah. Was, sie ist grösser als du. Nein, Chat ist sie nicht. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Ja, die Leute nur so Zeichen schreiben, ja. Ja, ja. Das ist immer so. Ah ja, genau. Noch 1, 2 Fragen und dann lande ich den Lager. Hast du lieber... Ah ja, was noch vielleicht interessant wäre. Hast du Tattoos, fragen die Leute. Ja. Ah, ist das ein Kolibri? Ja. Habe ich mir stechen nach der Magen-Bypass-Operation, 3 Monate nach der Bypass-Operation, als Erinnerung daran oder als schönes Tattoo für einen Neuanfang. Ah, das ist gut, ja. Ja. Also eine Bedeutung, weisst du. So. Und ich habe sehr gerne Kolibri, finde die faszinierend, weil sie so klein sind, so farbig. Ich finde die ganz herzig und ich habe auch gerne Flamingo, ich habe gerne Delfine, aber das Flamingo und Kolibri sind eigentlich die ich wirklich, die finde ich ganz toll. Ah, Und Delfine sind auch toll, also ich liebe es einfach. Okay, cool. Tipptopp. W-Vogel. Ja, Chat, ja, ja. Hast du ein Auto? Eben nicht. Hast du ein Traumauto? Ein Jeep. Ein Jeep? Ja, Okay. Nicht bin ich schon gefahren. Nicht so ein BMW M3. Nein. Findest du nicht gut? Oder irgendein Golf oder so, weißt du, es müsste gar nicht etwas Spezielles sein. Ein Golf. Und ich habe auf einem Golf gelernt. Mhm. Und ich habe geschaltet gelernt, nicht Automat. Ja, ich habe auch geschaltet Ja. gelernt, ja. Heutzutage lernen sie, glaube ich, meistens Automat. Finde ich nicht so gut. Ja, ja. Also ich kann beides fahren. Ich kann Automat, bin ich auch schon gefahren. Vom Beruf her, wo ich als Taxichauffeuse gearbeitet habe, Taxifahrerin. Du bist Taxifahrerin gewesen? Ja, 3,5 Jahre. Zu tun. Taxifahrer? Ja. Krass. Ich habe Taxiprüfung gemacht im 2005. Ah, geil. Krass. Es gibt nicht so viele Taxifahrer zu tun, oder? Mal schon noch. Schon? Ja. Gäng wie mehr. Ja, die einzige Frage, die Leute immer sagen, ist natürlich, was du arbeitest, aber du hast ja gesehen, eben, auf das hast du ja auch schon mehrmals, glaube ich, in den Videos gesehen gehabt, oder erwähnt, Also ich kann nur dass es nicht- dazu sagen, ich arbeite momentan eigentlich TikTok
Ich verdiene da zwar nicht wirklich Geld, aber wo ich gesundheitlich so angeschlagen bin, wegen dem Magen-Bypass, wo ich Probleme habe mit dem Essen. Also weisst, ich kann nicht schnell essen, ich kann nicht mehr alles essen, ich muss schauen, ich muss langsam, ich kann nichts trinken, ich kann nicht essen und trinken, ich muss das separieren. Ja. Entweder essen oder trinken, eine Stunde warten und so. Ich muss viel auf die Toilette gehen erbrechen, ehrlich gesagt. Also, ich mache es nicht verleiden. Entweder esse ich nicht schnell oder tue zu früh etwas trinken und das muss nicht leiden. Oder ich mag einfach das Gericht nicht verleiden. Ich mag das Essen nicht verleiden. Es liegt mir schwer im Magen. Es wird mir kotzübel. Es wird mir so schlecht. So schlecht. Ich muss kotzen. Ich kann nichts machen. Das kommt von selber. Und ich gehe auch nicht auswärts essen. Ja, Erstens, genau wegen dem. ich habe Angst, dass ich kotze, über den Tisch abkomme, dass ich nicht auf die Toilette mag kommen. Das wäre mir hure peinlich. Und ich kann mein Kotzen nicht selber putzen, dann kotze ich noch gerade mal. Ja. Und ja, wie soll ich sagen? Ich zahle viel Geld für ein Menü. Ich kann nur die Hälfte oder nicht einmal die Hälfte essen, muss den Rest zurückgehen. Gut, ich kann eine kleine Portion bestellen, aber noch das ist eigentlich zu viel. Ja. Aber, also, ja, aber ich wünsche dir auf jeden Fall, dass das hoffentlich irgendwann in Zukunft besser wird mit dem Rücken und mit dem Magen-Bypass, dass du einfach ein Leben kannst führen, wo du kannst machen eigentlich, was du willst und wo du kannst freier sein und weil, eben die Leute tun auch irgendwelche Zeichen schreiben oder so, aber ich meine, die sehen nicht, dass es dir gesundheitlich nicht gut geht und wenn sie in den gleichen Schuh würden stecken, würden sie nicht noch auf TikTok tausende Leute am Tag unterhalten und positive Stimmung verbreiten. Die Leute wären traurig im Bett und die ganze Zeit nur am Motzen, dass das Leben scheiße ist und so. Aber du machst etwas Positives und tust wenigstens die Leute noch aufstellen und tust nicht jammern. Also von dem her, ich finde es super trotzdem, dass du so stark bleibst und hustlest. Finde ich cool. Ich habe viel gearbeitet früher, als ich jünger war. Ich habe an einer Tankstelle gearbeitet, an einem Kiosk, an einer Kasse, temporär, Fabrik. Ich bin putzen. Ich habe so viel Verschiedenes gemacht. Und dann musste ich einfach sagen, Yves, willst du das Leben lang werken? Willst du nicht auf einen grünen Zweig kommen? Willst du dich kaputt machen? Weil das Taxi hat mich kaputt gemacht. Ich will nie mehr Taxi fahren. Muss ich ganz ehrlich sagen, das war ein Fehler. Wegen? Erstens schlecht bezahlt. Ich hatte fast ein Burnout. Ich musste die Reissleine ziehen und ich musste sagen, ich kann nicht mehr. Wo ich habe so viele Stunden verbracht. Mit Fahren, mit Warten auf Kundschaft. 12 Stunden am Tag gebügelt. Ich hatte Tagesschicht, Nachtschicht, dann wieder Tagesschicht, wieder Nachtschicht. Ich habe Wochenende gebügelt, ich bin nie ausgegangen. Ich hatte keine Ferien. Ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Ich habe so wenig Geld verdient. Nicht einmal das Existenzminimum. In diesen 3,5 Jahren. Also wirklich, ich finde generell, dass TaxifahrerInnen, aber auch Uberfahrer, die können eigentlich abzogen und ich finde das eigentlich shit, das müsste man irgendwie regulieren und besser machen, dass die Leute fairer bezahlt sind, weil das ist ja ein Knochenjob, ja. Weißt du, dann musst du um das Geld kämpfen. Die wollten nicht zahlen, haben nicht können zahlen, sind abgesäckelt, haben die überfallen oder haben mit einer 1000er-Note 15 Franken Fahrt zahlen. Ich kann ja nicht auf 1000 Franken aussagen, also von Stock kann ich gar nicht bei mir. Ja, und bei einer Frau die Leute wahrscheinlich noch weniger respektieren. Die haben keinen Respekt. Und wenn sie besoffen sind, sowieso nicht. Ja, es ist wirklich eine undankbare Sache. Ja. Vor allem wahrscheinlich am Wochenende, wenn dann zu tun alle am Saufen sind und dann alle Stockhagen voll. Ja, nein, es war schlimm, wirklich. Ich würde es nie mehr machen. Ich kann es jedem nur abraten. Weil das macht einen psychisch so kaputt. Ewig das Tagesschicht, dann wieder Nachtschicht, dann wieder durch den Tag. Ich habe so Schlafstörungen bekommen. Ich musste durch den Tag schlafen, wo es lärmig ist. Ich bin nicht zum Schlafen gekommen und ich habe die ganze Nacht gewerkt.
und bin wieder heimgekommen. Ich habe am Abend um 6 Uhr gearbeitet, bin am Morgen um 6 Uhr heimgekommen. Was habe ich? Eine halbe Stunde Pause. Und in dieser halben Stunde musste ich noch davon müssen. Weil einer hat angerufen, unbedingt ein Taxi gebraucht. Ja, das ist... Also, Ja, das war das so ist echt- Stress gewesen. Ich bin nicht zur Ruhe gekommen, ich konnte nicht mehr abschalten, ich hatte Angstzustände, ich hatte Angst, zu arbeiten, wegen Überfällen. Es hat immer wieder Überfälle gegeben. Tätlichkeiten. Ich habe mich nicht wehren. Ich hatte keine Chance gehabt, wenn sie zu dritten hoch im Auto sind. Als Frau, du hast ja keine Chance. Nein. Das ist so gefährlich. Ja, Und die Angst Taxifahrer ist zu gross geworden. Ja. Ja, so viele Leute haben das nicht gewusst von dir, dass du schon so viele verschiedene Sachen gemacht hast und durch so viel durchgegangen bist. Und jetzt habe ich vielleicht noch so eine abschließende Frage. Oder zwei. Abschließende Frage so. Wenn das jemand sieht, der noch jung ist und vielleicht auch gerade durch eine schwierige Phase geht oder so, was würdest du denen so als Tipp geben? So, vielleicht so eine Lebensweisheit von der Lady Eve. Es wird besser. Schau nicht zurück, schau vorne. Rede wie ein Löwe. Oh, da hat noch jemand geschrieben. Mac oder Burger King? Ich bin schon ewig nie mehr. Ich gehe gar nicht in ein Fast Food, weil ich kann das gar nicht messen. Stimmt, ja. Stimmt. Aber früher, als ich es noch konnte, McDonald's. Rede, ja. Sehe ich auch so, ja. Weil Burger King bin ich ein einziges Mal gewesen, und McDonald's bin ich viel gewesen. Also viel. Zwischendurch muss ich sagen, McDonald's ist besser. Aber ich gehe nicht mehr. Ich gehe nicht mehr, weil Ja, ich kann es nicht geht halt essen. nicht, ja, ich sehe wie, ja. Ich kann auch keinen Döner essen und keine Dürüm. Ich hätte es auch gerne, aber es geht nicht mehr. Kebab kann ich auch nicht essen. Und Hotdog auch nicht. Und Spaghetti kann ich auch nicht essen. Was ist, zum Beispiel, was hast du zum Beispiel heute gegessen? Was habe ich heute gegessen? Eine Banane und ein Joghurt. Das ist alles. Ja. Und vor 3 Tagen habe ich weder zum Morgen, zum Mittag noch, zur Nacht habe ich 3 Esslöffel Apfelmus gegessen. Einfach nur wirklich extrem leichte Sachen und Ja. nicht viel kannst du essen. Ja. Sonst ist nicht gut. Ja. Ja, dann verstehe ich auch, wieso, wo zum Beispiel Kochen oder eben auswärts essen, das macht natürlich so überhaupt keinen Spass. Weißt du, für mich allein so wenig kochen, ich als Einzelperson, das rendiert fast nicht. Ich stehe nicht eine Stunde in die Küche, mache mir ein richtiges Menü. Dann, was kann ich? 2, 3 Beisli essen und dann ist es gerade fertig. Ja, das ist ein Seich, ja. Und ich habe ja, ich weiss nicht, also ich habe im 2010 die Operation Magen-Bypass. Ich habe in 2 Jahren 75 Kilo abgenommen. Krass. Ich habe mich selber nicht mehr erkannt. Ich habe gehadert. Es ist zu schnell gegangen, weisst du? Es ist viel zu schnell gegangen. Hast du eben das Problem mit dem so wenig Essen, ist das nur wegen der OP oder ist das im Nachhinein irgendwie gekommen aus scheiß Nebenwirkungen oder aus Fehlern bei der OP? Oder wie so kommt das? Haben nicht alle Leute, oder? Das haben nicht alle Leute. Die können nach einer Magen-Bypass-Operation so viel essen wie vorher. Aber ich kann das nicht. Ich habe so einen kleinen Magen. Aber Das kommt einfach wieder retour. Aber du hast jetzt nicht das Gefühl, das kommt besser? Ehrlich gesagt nicht, nein. Okay, ja. Ich werde das Leben lang Probleme haben. Und ich muss Vitamine nehmen. Ich muss am Dienstag 34 Vitamintabletten nehmen und am Freitag über 40. So viel? Ja. Oh, Ich kann es nicht mehr aufnehmen mit dem Essen. Ich kann so gesund essen und mit Vitaminen essen. Ich kann es nicht mehr aufnehmen. Der Körper nimmt es nicht mehr auf. Weil ich habe einen speziellen Magen-Bypass. Ich habe nicht den einfachen Bypass, ich habe den schweren Bypass, den scharf. Das heisst, ich habe noch Darmverkürzung. Ja,
Ja. Also ich bin eben nicht, Also- überhaupt nicht im Thema drin, aber das ist einfach nochmal stärker oder... Also wegen dieser Darmverkürzung kann ich die Vitamine nicht mehr aufnehmen. Weil das geht. Das bleibt nicht im Darm, das kann nicht ins Blut, also es kann nicht, Ja. weißt, aufnehmen. Normalerweise haben wir die Vitamine dort im Darm aufgenommen. Ja, Und das jetzt geht ist es eben weg, nicht mehr. nicht Das mehr. geht gerade direkt weg. Ja, Es geht direkt weg. würdest du die OP nochmal machen? Nein, Nicht mehr. nein. Ganz klar nicht. Ja, sehe ich. Ja, es ist, also eben so wie es tönt, ist es sehr mühsam. Ja. Weil nach diesen 2 Jahren, wo ich so viel abgenommen habe, ich bin auf 79 Kilo runter. Ich war 79 Kilo nach 2 Jahren. Was ja immer noch zu viel ist, aber weniger als ich vorher war. Muss ich sagen, ich habe es 5 Jahre durchgehalten, das Gewicht zu behalten. Mit Diät, mit ins Fitness gehen. Ich bin ins Krafttraining. Ich habe Muskeln aufbauen. Ich bin nicht 3-mal in der Woche ins Krafttraining, vielleicht einmal in der Woche für 2 Stunden, aber mehr hatte ich körperlich gar nicht geschafft. Weißt du, ja, ich war schwach. Ich musste klar, ja. aufbauen. Eben, und wenn du so wenig kannst essen, hast du nicht genug Energie für den Sport Ja, so lange zu das machen. geht gar nicht. Und ich bin manchmal kollabiert. Ich musste manchmal ablegen oder am Boden liegen und habe nicht mehr können. Ja, ich sehe wie, ja. Ich habe mich so verausgabt. Und dann bin ich nach einem Jahr eben nicht mehr mit Fitness, weil ich hatte gar kein Geld gehabt, noch 1200 Franken zu zahlen für das Fitness-Hobby. Scheiße. Ja, eben, was ich kann sagen ist, ich wünsche dir für die Zukunft einfach alles das Beste und ich hoffe, dass du trotz der Einschränkung eben das schön hast und gut hast. Ja, merci Das immer vielmals. gönnen, Ja. ja. Auf jeden Fall. Merci, Ich glaube, merci. so viele andere Leute auch. Also, es geht sehr, sehr vielen Leuten und eben die Hate-Kommentare nicht ernst nehmen. Weil hier im Chat sehe ich auch bei vielen Leuten, dass sie schreiben, sehr starke Frau, was eine tolle Person. Also es ist nicht selbstverständlich, dass du so positiv bist, Videos Ja. machst und Sachen Okay, rausholst. okay, Weil ja. es gibt so viele Leute, die sind eigentlich am Deprimieren und machen nichts mehr. Und du bist ja, wenn du steh auf Männchen und bist ging noch positiv und machst Sachen, das ist cool. Ich tue gern irgendwie geht es dir aber schon, weißt. Ich tue mich aber selber motivieren. Und dann komme ich wieder einen guten Kommentar und dann motiviert mich das wieder, das Video zu machen. Und denke mal, komm jetzt machst du eins, hast wieder Kraft und ja. Die kleinen Sachen. Ja, Ja, tipptopp. Ey, das ist, ich glaube, der perfekte Abschluss eigentlich, ja. okay. Ja, ey, Super, hat mich gefreut. Es hat mich wirklich mega gefreut. Also, nur, dass du weißt, ich habe ab und zu so hier rübergeschaut, weil hier ist so der Chat, gell? Hier, da, zack. Ja. Und hier bist du auf dem PC. Hier ist TikTok. Ja, auf jeden Fall hat es mich sehr, sehr gefreut. Danke für deine Zeit. Und ich wollte nicht zu viel Zeit stehlen, dass du kannst pfusen. Und einen schönen Abend und auch noch ganz liebe Grüße vom Chat. Merci vielmals. Ich wünsche dir auch alles Gute. Merci für das tolle Interview. Hat mich gefreut. Und, ja, super. Merci vielmals. Hey, ich wünsche dir. Merci. Ciao, ciao, Tschüss schöne, zusammen. ciao, ciao, schöne, ciao, ciao.